Ich will jetzt gerade vorweg sagen, die gute Nachricht ist die, dass er wahrscheinlich der erste Gottesdienst, wo ihr ganz legal einfach einschlafen dürft. Wenn ihr Träume habt. Das wäre noch wichtig. Und ich sehe es also von vorne, über Einschlafen und über Träume habt. Weil man sagt aus der Wissenschaft aus der Schlafforschung, aus der Schlafwissenschaft aus, dass wir dann träumen, wenn unsere Augen wie flackern, also in der Rapid Eye Movement. Dann sind wir am Träumen. Also wenn ihr einschlaft und flackert, alles gut. Dann sind wir dabei und können nachher den Traum erzählen. Nein, das Thema begeistert mich. Es ist ein Thema, das insofern Relevanz hat, wenn wir daran denken, dass wir etwa ein Drittel von unserem Leben am Schlafen sind. Bei den meisten wird es aufgerundet, ich gebe es zu. Aber wenn man das so ein bisschen sich vor Augen hält, dann heisst es eigentlich, wenn du 60 bist, hast du 20 Jahre von deinem Leben verschlafen. Und das ist für die einen erschreckend. Aber ich hoffe heute nach dem Gottesdienst, dass wir merken, hey, das ist eine unglaublich kostbare Zeit. Und vielleicht, nur vielleicht, hat Gott sogar Nacht genau wegen dem gemacht, dass er zu uns reden kann. Dass wir uns erholen können, dass er uns begegnen und zu uns reden kann. Aber wir haben ein Drittel von unserem Leben, sind wir am Schlafen. Jeder von uns träumt ja. Vielleicht wissen wir es nicht, aber die Schlafwissenschaft hat es beweisen, wir alle träumen. Ich habe bis kurz vor 40 nie geträumt, beziehungsweise eben nicht gewusst am Morgen. Das war erst gerade kürzlich, das vor dem 40. Und ich habe als Bub einen Traum, an ich mich erinnern, so einen kleinen, nicht einmal einen Albtraum, aber ich hatte hoch Fieber und habe dann so Ringli gesehen. Das ist der einzige Traum bis, ehrlich gesagt, eigentlich fast bis 40. Und dann bin ich zu einem geistlichen Vater. Ich bin in einer schwierigen Situation gewesen. Ich habe Weisheit gebraucht und ich habe gesagt, hey, ich brauche Rat, ich brauche Weisheit. Und dann hat er gesagt, hey, das kann dir ja nur Gott sagen. Und ich habe gesagt, ja, ist mir schon klar, aber. Und dann sagt er, hey, komm, ich bete, dass du träumst, dass Gott zu dir redet. Und ich habe gesagt, okay, ist jetzt nicht gerade auf meiner Gebetsliste, auch nicht auf der Gebetsliste B, aber wieso nicht? Und ich bin heim und in der nächsten Nacht hatte ich einen Traum gehabt, völlig in Wirren. Und ich bin zu ihm und habe gesagt, hey, ich habe einen Traum gehabt, bist völlig wirr, den können wir gerade spülen. Und er hat gesagt, nein, so schnell machen wir das nicht, erzähl den Traum. Und ich habe ihn aufgeschrieben und 4 Jahre später ist er voll in Erfüllung gegangen. Und hat mir geholfen, weil es so glasklar war, dass jetzt dieser Traum mir in dem Moment, ich erlebe, wie er ausgelebt wird. Und seitdem träume ich regelmäßig, manchmal in Saisons ganz viel, ganz dicht. Und dann wieder ein paar Wochen oder Monate nicht. Und dann kommt es wieder vielfach in einen Change, in einen Wechsel rein, oder wenn Gott eine neue Saison in meinem Leben hat, oder einfach, wenn er etwas sagen will. Und das sollte uns ja nicht verwundern, wir haben einen unglaublichen Kommunikator Gott. Er liebt es zu kommunizieren, er liebt, zu unsere Herzen zu erreichen. Und Träume ist eine von seinen ältesten Sprachen, die er hat in der Bibel, in der Kirchengeschichte, in der ganzen Geschichte, die Gott mit den Menschen hat. Und das wollen wir zusammen jetzt ein bisschen anschauen. Weil Träume muss man auspacken. Träume sind eigentlich wie noch früher, wenn du einen Brief bekommen hast im Umschlag. Gell? Dann hast du ihn auspacken, dass du ihn lesen konntest. Und Träume musst du auch auspacken. Das ist vielfach symbolische Sprache, dass eben Gott dein Herz erreichen kann mit diesen Träumen. Und so sage ich gern, Träume sind eigentlich ein unglaubliches Potenzial, wo wenig Menschen auspacken, wo wenig Menschen anschauen und darum auch etwas brach liegt von dem, was Gott eigentlich in unsere Herzen einlegen, in unsere Herzen eingeben. Darf ich euch bitten, mit mir zusammen durch die Bibel durch, ehrlich gesagt, ein bisschen durch zu fräsen, damit wir auch noch anders dann anschauen können, Träume. Aber wir wollen zusammen anschauen, wie Gott im Alten Testament zu Menschen geredet hat. Wir fangen an, eigentlich bei der, was Kennedy Family für Amerika ist so die Abraham-Familie, Abraham, Isaac und Jakob für Israel oder für das Alte Testament für die Bibel. Prominent, viel Skandal. Also eine Familie, wie eben die Kennedy in Amerika sind. Und Abraham hat so das angefangen bekommen, dass er Träume hat, immer wieder Träume hat, auch von Gott in sein Leben hinein. Und einer der Träume, den er hat, war beim Bundesschluss. Und das wissen die wenigsten Menschen, dass der Bund, den Gott mit dem Abraham gemacht hat, ist ein Teil davon in einem Traum passiert. Und zwar sagt die Bibel, dass der Abraham in einen tiefen Schlaf gefallen ist und Gott hat ihm die Geschichte von seinen Nachkommen gezeigt, was alles wird passieren. Nicht nur ein schöner Traum, weil er auch die Sklaverei und die Schwierigkeiten gesehen hat, die auf sein Volk oder seine Nachkommen wird zukommen. Aber dann, und die Bibel ist nicht klar, wenn der Traum aufgehört hat, hat Gott mit ihm einen Bund geschlossen. Und das ist natürlich sensationell. Also Gott
hat Träume gebraucht, um einen Bund zu schliessen. Und Abraham ist nachher nicht aufgestanden und hat gesagt, ja, es war halt nur ein Traum gewesen. Sondern Gott und Abraham haben das für real angeschaut, so wie wenn sie wach gewesen wären. Träume sind kraftvoll. Dann der Jakob. Wir gehen zum Jakob. Der Jakob hat auf der Flucht, das war ja ein Schlitzohr, er ist auf der Flucht weg von seinem Haus, von seinen Eltern, ist unterwegs geschlafen, in der Wildnis draussen, hat den Stein genommen. Ich meine, dann weisst du, dass du elend unterwegs bist, wenn du den Stein als Küsse brauchst. Er hat dort geschlafen und in der Nacht eine unglaubliche Begegnung gehabt. Er hat den Leiter gesehen, wo Engel u und ab sind. Und er hat, die Bibel sagt, er hat Gott gesehen. Also er hat eine Begegnung gehabt mit Gott im Traum. In unseren Träumen können wir eine Begegnung haben mit der himmlischen Welt. Und er ist aufgewacht und hat gesagt, wow, ich habe nicht gewusst, dass der Ort ein Haus Gottes ist. Da wohnt ja Gott an dem Ort. Und er hat den Ort Bethel genannt, also Haus Gottes. Und spannenderweise wissen wir, dass später auch der Tempel, das Haus Gottes, genau an dem Ort gebaut worden ist, wo der Jakob den Traum hatte. Also ganz eine reale Angelegenheit, eine reale Begegnung in einem Traum, den Jakob hatte. Wir sehen später auch, dass Jakob auch eine Geschäftsidee bekommen hat. Im Traum, also er ist reich geworden durch Träume, eine wirre Geschichte, wo er nachher die Hölzli, die gefleckerten Schäfli und dann die anderen, da hat er die Idee oder die Kreativität, den Input hat er im Traum bekommen. Also es lohnt sich, auf Träume zu hören, man könnte noch reich werden dabei. Und das ist übrigens auch man sagt das beim Larry Page, beim Google-Gründer. Ich kenne ihn leider nicht, bin leider auch nicht verwandt, das wäre jetzt noch eine schöne Nebenwirkung, wenn man mit so einem Typ verwandt sein könnte. Aber er hat am Studium anscheinend einen Traum gehabt, wo er sich beschäftigt hat mit, wie könnte man das Internet besser einen Suchalgorithmus machen. Und er hatte einen Traum gehabt, ist aufgewacht, als er so einen Algorithmus gesehen hat, ist aufgestanden, hat den mit seinem Kollegen ausprogrammiert und Geschichte kennen wir von dort her. Also Gott redet auch zu Menschen, die ihn gar noch nicht wirklich kennen und gibt ihnen kreative Ideen. Dann gehen wir zum Josef. Ich meine, er ist der Träumer schlechthin. Schon in seinen jungen Jahren hat er geträumt, hat eine Bestimmung bekommen. In den Träumen hat Gott ihm Bestimmung gezeigt, wo sein Leben wird angehen, was über sein Leben wird auskommen. Jetzt war er nicht wahnsinnig clever gewesen, nicht wahnsinnig weise, wie er mit seinem Traum umgegangen ist. Nichtsdestotrotz, als etwa 16-Jähriger hat er die Bestimmung von seinem Leben im Traum offenbart bekommen. Und was mich fasziniert an dieser Kennedy Family, ist eben, dass alle die Kunst vom Träumen auslegen können haben. Weil, als er seinen Traum erzählt hat, haben die Brüder gar gewusst, was es bedeutet. Symbolische Sprache, aber die haben gar gewusst, hey, jetzt musst du aber aufhören. Weil die haben gewusst, die Sterne, Mond, das sind eben nicht, das sind symbolische Sprachen, die Gerste und so weiter. Und haben das können auslegen. Und das ist etwas, was mich fasziniert. Man kann als Familie in das hineinwachsen. Man kann selber in das hineinwachsen. Und man kann wie das vererben, dass es wie ein geistliches Erbe ist, dass die Kinder ganz natürlich in dem aufwachsen, Träume haben und eben die Träume auch auslegen können. Wir haben das angefangen bei uns in der Familie. Und das kannst du einfach anfangen, indem du einfach fragst, hey, habt ihr einen Traum gehabt? Am Abend beten, wer will träumen, wer will eine Begegnung mit Gott haben? Und bei uns ist das lange nichts passiert. Und irgendwann haben so jemand da mal einen Traum, jemand da mal einen Traum. Und unser Jüngster habe ich immer wieder gefragt, hast du einen Traum gehabt? Und er, ja, ich habe einen Traum gehabt. Und ich, hey, wow, cool, endlich. Erzähl. Und er hat gesagt, es war ein schwarzer Traum. Und ich so, wow, schwarzer Traum, was meinst du? Ja, ich habe nichts gesehen. Und ich, ja, super. So, mich schon richtig den Speck durchs Mund gezogen. Aber irgendwann sind dann auch die farbigen Träume gekommen, wo er dann eben etwas gesehen hat. Und wir tun unsere Kinder aktiv da drin nehmen, weil ich will, dass unsere Kinder, wenn sie aus unserem Haus rausgehen, dass sie Träumer sind und wissen ganz natürlich, wenn jemand einen Traum erzählt, hey, das könnte von Gott her das bedeuten. Und wir wissen ja, der Josef ist nachher beim Pharao und da sehen wir auch, dass eben Gott auch Leiter, die in Positionen sind, bewusst Träume von Weisheit gibt, weil er will, dass die Menschen unter diesen Menschen zum Blühen kommen. Und Gott gibt dem Pharao Träume, auch wieder symbolische Träume, wo es darum gegangen ist, dass eine Hungersnot wird kommen und dass Gott durch den Pharao die Nation von Ägypten und die anderen Nationen rundum retten. Also Gott hat durch einen Traum ganze Nationen gerettet vor dem Hungertod. Aber der Pharao hat jemanden gebraucht, der ihm einen Traum ausgelegt hat. Er hat es selber nicht können. Und dort kommen wir ins Spiel. Wieso nicht wir
also Josef sein, der Träume auslegen kann, von unseren Chefen, von Menschen in Verantwortung, von Einflusspositionen. Der Josef war im Gefängnis, hat Träume ausgelegt, er ist vergessen worden und dann hat der Pharao den Träume und der Mundschenk erinnert sich. Josef kommt raus und leitet den Traum aus und wird befördert. Ich nenne das eine krasse Beförderung vom Gefängnis im Palast, wegen einem Traum. Und hey, wieso nicht bei uns? Wer weiß, wenn du einen Traum ausleihst, vielleicht kommst du eine Gehaltserhöhung über. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Das ist natürlich auch ein bisschen humorvoll, aber es beeindruckt mich, wie Gott den Josef gebraucht hat und die Nationen gerettet hat durch Träume. Dann der Gideon, aber den überspringen wir, weil wir ein bisschen kondensiert vorwärts gehen, dann kommen wir zum Salomo. Was für eine gewaltige Begegnung und Dialog, dass der Salomo in der Nacht hat mit Gott. Er ist ein junger König, schlaft und die Bibel zeigt uns, dass er einen Dialog mit Gott hat. Du kannst also in der Nacht, im Schlaf, im Traum einen Dialog mit Gott haben. Und Gott fragt ihn und sagt, hey, was kann ich für dich tun als junger König? Und wir kennen eine Geschichte, er sagt, hey, ich brauche Weisheit. Und Gott sagt, ich liebe das, ich gebe dir Weisheit, wie es niemand in deiner Generation hat, und ich gebe dir Wohlstand, wie es niemand auch sonst kennt. Also wo hat der Salomo den Reichtum und die Weisheit bekommen? Im Traum. Natürlich hat es später ausgelebt werden, aber dort ist es passiert. Wir können in Träumen, kannst du etwas von Gott bekommen, was du vorher nicht gehabt hast und nachher hast du es. Etwas ist nachher anders, etwas in dir ist neu. Etwas in dir ist wie da, wo vorher nicht war. Warum? Weil Gott etwas von sich in dich hineinlegt. Das kann passieren in unseren Nächten. Also ein unglaubliches Potenzial, das wir in der Nacht haben. Dann kommen wir zum Daniel und Nebukadnezar. Der Daniel hat unglaubliche, also schon fast ein bisschen verrückte Szenerien gehabt. Und Begegnungen mit der himmlischen Welt, dass er nachher zum Teil krank war. So erschöpft, so mitgenommen, dass er gerade ein bisschen Ferien einziehen musste. Und wir sehen auch dort, dass Nebukadnezar, und das erstaunt mich, als ein König von der damaligen Welt, eine der grössten Prophetien bekommen hat, die in der Bibel sind. Über eine Zeitspanne von mehreren hundert Jahren, wo Gott zu dem jetzt wirklich nicht gottesfürchtigen Leiter von diesen Nationen geredet hat. Also, Altes Testament, wir sehen, Gott braucht die Sprache von Träumen zu Menschen, die ihn kennen, Menschen, die ihn nicht kennen. Und er will, dass seine Leute die Traumsprache kennen und anderen Menschen helfen können, um die Träume zu interpretieren. Und ich frage mich, wieso nicht wir? Ich frage mich, wieso nicht du? Wieso nicht ich? Wieso nicht wir, die Träume haben, die so radikal sind, so kreativ, so Lösungen bringen, dass Nationen gerettet werden können? Oder, dass in unserem Geschäft, in dem Umfeld, wo du bist, oder in unseren Familien, können Lösungen kommen, die eben besser sind als unsere eigenen Lösungen. Und ich habe einen Freund in Amerika, der war an einer Masterarbeit am Schreiben von Südafrika, also hat in Südafrika gewohnt, Masterarbeit, und auch wieder lustigerweise ein Algorithmus, also Gott kommt in der Informatik anscheinend recht raus. Er staunt da nicht über unsere Erfindungen. Und der hat gesagt, hey Gott, ich schaffe es nicht, ich komme nicht mehr raus. Er ist eingeschlafen und in dieser Nacht hat er einen Traum gehabt und gehört eine Stimme, das ist deine Lösung für dieses Problem. Er ist aufgestanden, hat die Masterarbeit abgegeben und die Masterarbeit war so gut gewesen, so ein Durchbruch, dass er nachher vor Verteidigungsministern in Amerika, in Indien, auf der ganzen Welt hat können reden, an Seminar eingeladen worden ist, als 26-jähriger junger Schnösel, weil der Algorithmus einfach alles geschlagen hat, was man bis jetzt kennt hat. Und da ich ihn kenne, weiss ich, dass es stimmt. Wieso nicht mir? Wieso nicht du? Es ist möglich. Und wir werden sehen, wie Gott im Neuen Testament, und jetzt wenn wir zusammen ins Neue Testament geht, dass die Traumsprache eben auch im Neuen Testament sogar ein Teil von unserem Bund ist, den wir mit Gott haben dürfen. Der Josef, der Vater von Christus, von Jesus Christus, hat 4-mal bei der Geburt von Jesus Christus geträumt. Ein Engel ist ihm erschienen, im Traum. Und auch da wieder eine kleine Klammerbemerkung, dann ist Josef nicht aufgestanden und hat gesagt, hey, ich habe einen Traum von einem Engel. Leider nicht in echt. Sondern er hat das als echt angeschaut, wie wenn es im Wachzustand gewesen wäre. Und der Engel hat ihn gewarnt, gang auf Ägypten, weil der Herodes will Jesus Christus töten. Er ist auf Ägypten gegangen und nachher in Ägypten hat wieder einen Traum gehabt, der Herodes ist tot, du kannst zurückkommen wieder auf Israel. Also Gott hat ganz klar auch Schutz gegeben, durch Träume Leitung gegeben, durch Träume geführt.
Der Paulus, das wissen wir, auch er hat geträumt. Aber wir kommen zum Zeit so zu nutzen, kommen wir zu der gewaltigen Stelle im Apostelgeschichte 2, das Pfingsterlebnis, wo der Petrus probiert, das Pfingsterlebnis einordnen, beziehungsweise den Leuten zu erzählen, was passiert. Und wir lesen da zusammen Apostelgeschichte 2, Vers... dort hinten ist das Screen. Apostelgeschichte 2, Vers 16 bis 18. Da sagt der Petrus, nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, und die letzte Zeit ist ja in der Bibel einfach die Zeit, wo Jesus gekommen ist, bis er wiederkommt, das wird die letzte Zeit genannt, der letzte Zeitabschnitt, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Dann werden Männer und Frauen prophetisch reden, junge Menschen werden Visionen haben und ältere Menschen Träume. Also wir sehen da, dass das ein Teil vom Bundesversprechen ist, dass wir werden prophetisch reden, prophetisch hören von Gott und eben auch Träume haben in der Nacht, wo Gott zu uns redet. Es ist eine Verheißung, es ist deine Verheißung und Gott will sie in deinem Leben und in meinem Leben erfüllen. Und das macht Mut, das begeistert mich, dass Gott auch im neuen Bund die Sprache von Träumen nicht nur weitermacht, sondern viel aktiver machen. Und ich stelle mir das gerne so vor. Im Alten Testament hat Gott durch Propheten geredet, so einzelne Frauen und Männer. Und dann ist ein Zeitabschnitt nach dem Buch Malachi, wo Gott wie schwiegt. Etwa 400 Jahre ist einfach Ruhe. Und Menschen hungern nach dem Wort Gottes. Und dann kommt Pfingsten, dann kommt Jesus Christus, wo die Bibel sagt im Hebräerbrief, er ist am klarsten, am lautesten durch Jesus Christus geredet. Und dann kommt Pfingsten und dann ist wie die 400 Jahre, wo Gott schweigen musste, kommen so richtig, bumm, und er lässt alles raus, was er in seinem Herzen hat. Und in dieser Zeit leben wir. Wir leben in dieser Zeit, wo Gott immer wieder reden will, wo er unser Herz erreichen will, wo er kommuniziert, konstant sein Herz Ausgüssen ist und uns will, sein Herz zeigen. Also, Gott kann das in uns wecken, er will das in uns wecken und wir werden auch heute am Schluss von dem Gottesdienst natürlich auch noch für das beten. Jetzt lesen wir zusammen im Hohelied 5, Vers 2, was ist eigentlich der Grund, dass es Nacht gibt? Wofür ist Nacht da? Und wir haben ja da schon auch ansatzweise ein paar Sachen gesehen. Hohelied, Kapitel 5, Vers 2, da steht, ich schlief, aber mein Herz war wach. Und das ist das Kraftvolle an der Nacht, das ist kraftvoll an den Träumen. In der Nacht bist du am Schlafen, aber dein Herz ist hellwach. Wir sind im innersten Geist und die geistliche Welt kennt nicht Tag und Nacht, ist immer wach. Auch wenn wir schlafen müssen, um uns zu erholen, unser Innerstes ist wach. Und das ist das Kraftvolle an den Träumen, dass am Tag durch, wo wir so beschäftigt sind, haben wir vielfach auch unsere Filter oben. Und da kann Gott, der am Tag durch immer am Reden ist, kommt manchmal wie gar nicht durch. Oder wir filtern es. Durch unsere Erfahrung, durch das, was wir wissen, durch das, was wir denken, unsere Theologie, die manchmal gut ist und manchmal vielleicht nicht so gut. Und Gott kommt wie nicht durch. Oder wir sind schlichtweg beschäftigt. Und in der Nacht ist es so, dass Gott wie denkt, endlich liegt der Patient ruhig. Jetzt kann ich anfangen zu operieren und er kann zu den Menschen reden. Und eben auch zu Menschen, die sagen, es gibt ihn gar nicht. Ich habe Menschen getroffen, die sagen, Gott gibt es nicht. Aber in der Nacht, wenn ihre Filter drin sind, kommt Gott und sagt, es gibt mich nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Bumm. Und erreicht ihre Herzen am tiefsten. Und sie warten auf jemanden, der ihnen das auslegen kann. Also das ist das Schöne daran. Darum sind Träume vielfach so roh, so direkt, so ungeschminkt, so lebhaft und erreichen unser Herz in den tiefsten Tiefen. Also, unser Verstand, der super ist, ist aber in der Nacht am Schlafen und kommt dann eben nicht so in den Weg, wie er manchmal am Tag durch könnte in den Weg kommen. Es ist eine Kommunikation zwischen Geist und Geist, zwischen Herz und Herz, die in der Nacht passieren kann. Nacht ist zur Verarbeitung da und zur Erholung. Also Gott hat Nacht erschaffen und Dunkelheit gehört Gott. Ich will das ganz klar ausdrücken. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, hey, die Dunkelheit und da habe ich Angst und ich weiß nicht. Gott hat Nacht erschaffen und er hat gesagt, es ist gut. Er wohnt in der Dunkelheit, sagt die Bibel auch. Es ist nicht etwas, was ihm fremd ist. Er ist voll dort und will uns begegnen in der Dunkelheit der Nacht. Also wir haben einerseits Verarbeitung und Erholung. In der Nacht können wir uns erholen. Und Schlafforschung sagt,
dass wenn wir nicht in die Traumphase immer wieder reinkommen, dann nimmt das unsere Seele Schaden daran. Sie haben Untersuchungen gemacht, sie nennen das eigentlich Schlaffolter, dass die Leute immer wieder aufwecken, bevor sie im Schlafzyklus nach 90 Minuten etwa in die Traumphase reinkommen. Und wenn man Menschen immer wieder aufweckt voran, dann ist es nicht über lang, dass sie nervlich leiden oder in einen Nervenzusammenbruch einlaufen. Also Gott hat unsere Seele gemacht, dass sie die Nacht erholen kann, Sachen ausordnen. Sachen geht ins Langzeitgedächtnis oder nicht. Das sind die sogenannten Verarbeitungsträume, die viele von euch vielleicht auch kennen, wo einfach Sachen aufgearbeitet werden, wo unsere Seele zur Ruhe kommt, Sachen kann filtern, damit wir eben wieder parat sind für den nächsten Tag. Und natürlich eben auch schlichtweg einfach erholen von dem, was war. Aber, und das ist das Nächste, Nacht ist eben auch dazu da, dass wir uns nicht nur erholen können, sondern dass wir ausgerüstet werden für den nächsten Tag. Und wenn wir uns das so überlegen, das jüdisch-christliche Menschenbild ist ja, dass der Tag am Abend anfängt. Wir denken, der Tag fängt am Morgen an, aber aus einem jüdisch-christlichen Menschenbild fängt der Tag am Abend an. Und das heisst eigentlich, ich vom Tag und crash ins Bett, sondern ich komme erholt in den nächsten Tag hier. Ich stehe am Morgen auf und weiss, ich bin erholt für den Tag, der kommt, und Gott hat mich vorbereitet für das, was kommt. Und vieles von dem passiert auch in Träumen. Dass Gott uns eben ganz praktisch mit Weisheit füllt für den nächsten Tag. Ob wir es wissen oder nicht wissen, es passiert. Und darum hat Gott auch Nacht erschaffen. Und da kommt in der Vers, den ich früher immer geliebt habe, dass der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Oder kennen wir aus Psalm 127, darum habe ich das französische Buch unter den Kopf da und gehofft, dass es jetzt funktioniert. Und der Vers hat mich immer enttäuscht, weil meistens habe ich nachher weniger gewusst wie voran und bin da ein bisschen theologisch ins Schleudern gekommen. Und heute weiss ich, hey, das ist genau das. Gott gibt es den Seinen im Schlaf. Wir schlafen und Gott gibt uns, was er will, dass wir brauchen. Und das tönt für mich so wie das Evangelium. Das ist das Evangelium. Es hat viel mehr mit Gott zu tun, als mit uns. Hast du gewusst, dass Kinder in der Nacht das grössere Wachstum haben wieder am Tag? Sagt man. Dass in der Nacht das Wachstum viel mehr passiert, wenn sie ruhig sind, nicht viel machen, weder wenn sie aktiv sind. Und ich frage mich manchmal, ob in der Nacht nicht mehr passiert, weder in unserem geistlichen Leben, weder wenn wir am Tag so ernsthaft und so mit voller Energie probieren, das etwas zu machen, etwas zu bewegen. Anstatt das einfach Gott hingeben und Gott macht es in der Nacht. Und das tönt für mich nach Gnade, das tönt für mich nach dem Evangelium, auch wenn ich natürlich partnern mit dem, was Gott macht. Aber wenn Gott etwas dran ist und ich partnere, dann ist das viel einfacher, dass es passieren kann, wie wenn ich selber mit aller Kraft probiere machen. Jetzt wollen wir zusammen noch in die verschiedenen Arten von Träumen eingehen und einfach so ein Feuerwerk schnell anschauen. Träume haben die ganze Bandbreite von kleinen, einfachen Träumen mit massiven Begegnungen mit der himmlischen Welt. Träume reden viel in Identität. Gott liebt es, unsere Identität zu stärken, wer wir sind, in ihm, in seinem Ebenbild, nach dem Kreuz, wie er uns sieht. Und da gibt es 2 Varianten, wie du deine Kinder erziehen kannst. Viele von uns haben Kinder. Das eine ist, wenn sie etwas machen, was nicht so cool ist, dann kannst du sagen, hey, das ist nicht cool, mach es bitte anders. Oder du kannst ihnen ihre Identität sagen. Und wenn sie wissen, wer sie sind, werden sie gemäss dieser Identität leben. Weil du kannst, über lange Sicht kannst du nicht anders leben, wie was du zutiefst glaubst, wer du selber bist. Und Gott liebt den Ansatz, dass er immer wieder Identität in uns einbuttert, in der Nacht uns zeigt, wie er uns sieht, wie er über uns fühlt. Das sind Träume, die ich liebe. Vor allem ein Gefühl, wenn ich im Traum sehe, wie Gott mich sieht, wie er mich liebt. Und die Gefühle erlebst du im Traum. Und dann musst du anpassen. Die sind so radikal anders, wie du über dich selber fühlst. Und das ist die Kraft von diesen Träumen, dass du dann kannst sagen, okay, du siehst mich so. Natürlich weiss ich es ja eigentlich, von der Bibel und im Kopf, aber aus dem Herz heraus kommt es nachher ganz anders. Das andere ist, wir haben Träume von Bestimmung. Das haben wir beim Josef gesehen. Gott liebt es, Bestimmung zu geben. Bestimmung ist eigentlich, dass Gott etwas von der Zukunft nimmt, zu dir in die Gegenwart kommt, etwas in dich hineinleitet, dir etwas zu essen gibt, Schmöcke gibt, dass dein Leben einen Kurs bekommt, eine Bestimmung bekommt, wo es hingehen soll. Und Gott macht das schon mit Kindern. Unsere Tochter hat einen Traum gehabt, wo sie mit einer Gruppe von Destiny Kids unterwegs war. Also die Gruppe hat Destiny Kids geheißen, also Kind mit Bestimmung.
Und in diesem Traum hat sie eine Bestimmung, schon Bestimmung, Ansatz von ihrer Bestimmung, von ihrem Leben bekommen. Ich sage immer, sie erinnert sich nicht mehr an den Traum, aber ihr Herz schon. Ich schon. Daniela schon, meine Frau schon und Gott auch. Und wir beten natürlich in die Richtung hinein. Ermutigung. Gott ist so ein radikaler Ermutiger. Er liebt es, uns zu ermutigen. Und immer wieder in Träumen kommt das, wo er uns ermutigt. Und manchmal mit simplen Sachen. Ich mag mich besinnen, ich hatte einen Traum, wo ich vor einer Herausforderung gestanden bin und nicht sicher war und ein bisschen, ich weiss nicht. Und in diesem Traum bin ich auf einem Sprungbrett gestanden, so ein 10 Meter Sprungbrett, das ist völlig nicht meins. Ich bin überhaupt nicht der Gumper. Schon bei 3 Metern tut mir nachher alles weh, weil, ja, gell, Beine auseinander, bumm, tack. Wüste Bilder, wüste Bilder. Und in diesem Traum bin ich auf dem 10 Meter, ich habe überhaupt keine Angst, ich jampe, ich mache Schrauben, alles, also Stilnote 10. Die könnt ihr jetzt natürlich auch noch ein bisschen. Nein. Aber, und ich bin abgetaucht. Und im nächsten Traum bin ich auf dem Berg und Leute sind zu mir gekommen, auf dem Berg geklettert. Leute sind zu mir gekommen, haben mich rausschwätzen und gesagt, ich mache das nicht, das machen wir nicht, wegen diesen und diesen Gründen. Ich habe nicht gelesen, ich bin weiter. Leute haben mich verschiessen. Steine sind auf mich hochgerufen worden, aber ich bin geradlinig den Berg hoch. Und ich bin am Morgen aufgewacht und ich habe gewusst, so sieht mich Gott. Er sieht mich, hey, du hast das, du bist ein Überwinder, du hast alles, was es braucht, du hast Stilnoten 10. Einfach gang, lass dich nicht hindern, so sehe ich dich. Also Gott ist ein radikaler Ermutiger. Er gibt uns Schutz. Schutz wie beim Josef. Er kann uns in Träumen auch vor Sachen bewahren. Ich habe selten, aber schon einen Traum gehabt, wo Gott mir wie gezeigt hat, pass auf bei dieser Person. Und das hat mir geholfen im Umgang mit dieser Person und gemerkt später, ja stimmt, da ist etwas nicht aufrecht gewesen, da ist etwas nicht echt und ich wäre reingelaufen. Dann haben wir einen Traum für die Geborgenheit, wo Gott uns einfach Geborgenheit gibt. Prophetische Träume. Gott liebt es, Sachen über die Zukunft in unserem Leben zu zeigen. Meine Frau hat sehr viele prophetische Träume. Dann Warnungen, habe ich schon gesagt, Heiligung. Also Gott will uns heilen durch Träume. Meine grösste körperliche Heilung, die ich an mir selber erlebt habe, hat in einem Traum angefangen. Als ich seit dem Militär chronisch jedes Jahr 3 Mal ist das gekommen. Ich hatte den Traum gehabt, Gott hat mich geheilt und seitdem nie mehr ist das gekommen. Also Gott wird radikal eingreifen auch in unserem Leben durch Träume. Innere Heilung, Befreiung. Wir wissen, dass Gott liebt unsere Herzen und er will, dass sie aufbrechen können, dass sie aufgeweckt sein können, dass sie voller Leben sein können. Und in Träumen kann Gott kommen und etwas, das nicht heil ist, aufwecken und heil machen. Im Traum Gott. Ich kenne eine Person, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe einen Traum gehabt, ich weiss es nicht mehr, aber seitdem bin ich heil. Seitdem ist etwas anderes. Ich liebe es. Das ist unser Gott. Einer der grössten inneren Heilungen, die ich erlebt habe, ist auch durch einen Traum. Wo Gott etwas aus der Kindheit genommen hat, was ich nicht gewusst habe. Also nicht gewusst, ich habe es schon gewusst, aber nicht gewusst, dass das wie noch da innen ist. Und er hat mich geheilt und befreit. Eine Weisheit. Du kannst Gott ganz praktisch am Abend fragen. Und dein Herz wird dir Weisheit geben, wird dir ganz praktisch auch Weisheit geben. Das habe ich selten leider dann die Antwort, aber manchmal habe ich sie, wo Gott ganz praktisch eine Antwort gibt auf eine praktische Frage. Gott kann eben Gaben in unser Leben hineinlegen durch Träume. Ich habe das leider erst einmal erlebt, in einem Traum, und ich sehe, wie ein Engel gekommen ist und dann eine Predigt, die ich zuhören konnte. Und dann ist der Prediger zu mir gekommen, ich bin davor gehückelt, er hat seine Hand mir aufgelegt und die Kraft Gottes ist so in mich hingekommen, etwas, was er ausgesprochen hat über mir, ist wie in mich hingepflanzt worden. Und ich habe so unter der Kraft Gottes vibriert, im Traum, dass ich aufgewacht bin und mein Körper ist am Vibrieren unter der Kraft Gottes. Und die nächsten 3 Tage bin ich wie in Gottes Gegenwart gewesen, wie ich es sonst nicht kenne. Da ist etwas real in mein Leben hineingekommen, das ich vorher nicht hatte und nachher habe ich es gehabt. Also Gott kann das machen. Gott will das machen in allen unseren Leben. Er will uns natürlich Mut geben, dass wir eben mutig, so wie Josua, dass wir mutig in unserem Leben sein können, ohne Furcht. Und er will uns viel in unser Leben hineinreden, welche Saison dass wir drin sind. Gott wird manchmal auch müde über ein Thema und dann wechselt das Thema. Und wenn du weißt, dass das Thema wechselt, dann hilft das. Das kannst du über das reden, was er am Reden ist.
Und das ist etwas, was ich öppe die erlebe in einem Traum, dass er mir sagt, hey, ich habe das Topic gewechselt. Es wäre cool, wenn du es auch wechseln würdest. So ein bisschen in diesem Stil. Also, ich will noch etwas über Albträume sagen. Albträume kennen viele Menschen, natürlich auch viele in der Kindheit, aber auch Erwachsene. Und Albträume kann ganz viele, und im Gottesdienst ist es schwierig, um einfach so zu behandeln, aber auf die Schnelle, ich will etwas dazu sagen, weil es einfach so ein prominentes Thema ist. Es kann vielschichtig sein. Es kann einen dämonischen Einfluss haben, aber, und das will ich ganz besonders heute ins Zentrum stellen, Albträume können auch ein Ruf sein, ein Aufmerksamkeitsruf, sage ich jetzt mal, von dem Herz, das verletzt ist, wo einfach nie gehört wird. Menschen sind manchmal so nicht verbunden mit ihrem Herz, haben keinen Plan, was in dem Herz ihnen abgeht. Und das ist wie manchmal auch ein Ventil, wo Gott angelegt hat, dass wenn wir nicht hören, am Tag durch auf unser Herz, dass sie in der Nacht wenigstens eine Stimme bekommen. Und ich habe das mit einigen Menschen erlebt, die sie ihre Albträume erzählt haben. Und wir haben im gleichen Maß gesagt, komm, wir fangen an, deinem Herz zu schauen. Wo ihr Herz heil geworden ist, haben die Albträume im gleichen Maß aufgehört und völlig aufgehört. Nur Weisheit kann dir sagen, was Quellen ist. Aber Gott wird dir die Weisheit geben. Und ich will dir Mut machen, frag Gott, was ist es? Und wenn es der Ruf vom Herz ist, schau im Herz, dass es freigesetzt werden kann. Ich mag mich erinnern, unser Sohn hat ein paar Mal so Träume von Schlangen. Und die einen Menschen lieben die Schlangen, er nicht. Und darum war es nicht so ein cooler Traum gewesen. Und er ist gekommen und hat gesagt, hey Papi, die blöde Schlange, ich habe Schiss, ich will gar nicht mehr die Augen zumachen am Abend im Bett. Und wir haben gesagt, hey, lass uns beten, dass Gott dir begegnet. Und er hat in der nächsten Nacht einen Traum gehabt und ein Engel ist zu ihm gekommen und hat ihm ein Schwert gegeben. Und dann ist der Traum weitergegangen und im Traum hat er mit den Engeln zusammen die Schlange gekämpft und seitdem ist der Albtraum nie mehr gekommen. Und das Coole ist, dass Gott in diesem Traum ihm nicht nur gezeigt hat, du hast alles, was es braucht und ich bin mit dir. Also der Traum hat nicht nur den Albtraum besiegt, sondern hat die Identität von meinem Sohn gestärkt. Und das ist unser Gott. Er braucht auch so Albträume, um eben auch etwas Gutes entstehen zu lassen in unserem Leben. Also, ich will noch den Hohelied 5, Vers 2 zum Abschluss nochmal bringen, wo steht, ich schlief, aber mein Herz war wach. Und jetzt, horch, mein Geliebter klopft. Natürlich ist das aus dem Hohelied ein poetisches, romantisches Buch von der Bibel, wo wir ja wissen. Aber ich liebe das, dass dort eigentlich der Schreiber sagt, ich schlafe, wenn ich am Schlafen bin, mein Herz ist wach und horch, mein Geliebter klopft. Mit anderen Worten, in unserer Nacht, unser Geliebter ist Gott, ist Christus. Er klopft unsere Herzenstür und will uns begegnen. Und das ist eines von diesen Gebeten, die ich am meisten rede am Abend. Und dass ich sage, Christus, du weißt es, ich danke dir, dass du Verarbeitung machst in meinem Herzen. Aber das, was ich am meisten will, ist, ich weiss, du klopfst an mein Herz und ich sage dir, es ist weit offen, dass du mir begegnen kannst. Manchmal weiss ich es am Morgen, manchmal nicht, aber ist ja gleich. Er will uns begegnen in der Nacht. Und als ich den Vers gefunden habe, habe ich natürlich gejuchzt, weil ich gewusst habe, das, was ich mache, was ich frage, mein Wunsch in der Nacht, es ist legal. Weil, wenn du einen Bibelvers hast, ist es legal, das ist immer gut. Sonst bist du nie so sicher, ob du noch in der Legalität bist. Aber Gott will dir begegnen in der Nacht. Und das ist, du wachst so anders auf. Und es ist so ein Geheimnis, so ein Potenzial, so etwas Kostbares, was dir passieren kann. Und wir können ihn fragen dafür. Wir können ihn fragen, was der Geliebte unserem Herz begegnet. Zum Schluss, Traumsprache ist immer, nein nicht immer, aber meistens vielfach symbolisch. Das sehen wir beim Daniel, das sehen wir beim Pharao, das sehen wir beim Josef. Und das ist wichtig. Wir müssen die Sprache lernen, wo Gott redet in den Träumen. Das ist wie eine andere Sprache, die musst du halt leider lernen. Und Gott hat mit dir ganz eine eigene Sprache, eigene Symbol, die nur du kennst. Und zum Teil nimmt er natürlich auch biblische Symbole. Und ich will ganz kurz 2, 3 Symbole zusammen anschauen. Und dann bin ich fertig, wirklich fertig. Ich verspreche es. Das Haus. Ein Haus, das ist vielfach ein Symbol, wo Gott zu dir reden will, zu deinem eigenen Leben, wo du drin wohnst. Und die Räume, wo du drin bist, können eben etwas zeigen. Wenn du in der Wäschmaschine bist, oder also in der Wäschmaschinenraum unten, dann musst du vielleicht etwas ausräumen. Dann musst du vielleicht ein bisschen ein Cleaning machen. Wenn du in der Küche bist, dann redet es vielleicht darüber, dass deine Nahrung,
Oder ich hatte mal einen Traum, als ich im Haus von meinen Eltern war, als ich gross geworden bin, und ich sage einem Handwerker, hey, reiss die Küche nicht aus, aber renoviere sie. Und der Handwerker sagt zu mir, nein, machen wir nicht. Wir reissen sie raus, tun eine komplett neue Küche rein, weil das ist billiger. Und ich bin aufgewacht und Gott hat zu mir geredet und hat gesagt, du hast in deiner Kindheit hast du wie Nahrung bekommen oder Sachen dir zurechtgelegt, die dich nährt, und ich will radikal das rausnehmen und eine neue Nahrung in deinem Leben anlegen, wo du nachher eine geistliche Nahrung bekommst. Das redet zu Häusern. Ich war schon im Dachstock oben und es hat Schimmel gehabt. Man muss auch nicht lange überlegen, dass Gott das Thinking ein bisschen ändern, dass im Gedankenprozess oben Sachen muss ändern. Also Gott braucht symbolische Sprache. Das nächste ist, das Auto oder ein Verkehrsmittel könnte davon reden, was du im Leben machst, oder du bewegst dich im Leben, bist dran. Und ich habe da einen lustigen Traum, der eben auch symbolisiert, dass vieles symbolisch ist. Ich habe an meinem Geburtstag, in der Nacht von meinem Geburtstag, hat Gott mir einen Traum gegeben, so als Geburtstagsgeschenk. Ich denke, das ist mega lieb, danke, dass du meine Geburt nicht vergessen hast, andere tun. Und in diesem Traum bin ich im Auto und bin im Welschland gefahren. Und es sieht, die Sprache ist symbolisch. Ich habe kein Wort Französisch, ich habe zwar 7 Jahre Französisch gehabt, aber ich habe wirklich nichts, es ist tragisch. Und ich bin im Welschland gefahren und im Traum frage ich mich und sage, hey, wieso bin ich im Welschland? Und ich höre eine Stimme, die sagt, das Welschland ist das Land, wo vieles nicht verstehst. Bei meiner Frau, sie kann Französisch, würde es ja nicht funktionieren. Und dann kommt der Daniel Rohner, der arbeitet in der GVC als Berater, in mein Auto hier im Traum, und dann höre ich wieder die Stimme, die sagt, er ist der Counselor. Also er ist der Heilige Geist, er ist unser Counselor, der Heilige Geist in deinem Leben. Er ist in deinem Auto mit dabei, in deinem Leben mit dabei. Die Szene wechselt. Und dann ist es eben nicht der Dani Rohner, das ist wichtig. Oder? Er steht für etwas symbolisch. Und dann bin ich in Alaska und habe so ein Ding gesehen, The Last Frontier, also so das letzte Ort hinter der Grenze, wo Abenteuer ist. Ich habe die Weite vom Land gesehen und ich liebe Freiheit, ich liebe Abenteuer, und Englisch verstehe ich ein bisschen, gell? Bin ich an diesem Ort gewesen. Und Gott hat zu mir geredet in diesem Traum und hat gesagt, hey, ich weiss, du gehst durch eine Sehnsucht, wo du vieles nicht verstehst, aber der Heilige Geist ist mit dir. Du bist auf Kurs. Ich führe dich in das Land, wo ich dich haben will. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Das war an meinem Geburtstag. Spannend ist, dass am nächsten Tag mein Sohn zu mir kam, hat mir ein Kärtchen gegeben, ein Geburtstagskärtchen. Und das ist fast ein Wunder. Und er hat geschrieben, hey, du bist der beste Papi, bla bla bla. Und dann, als ich das Kärtchen angeschaut habe, war drauf ein Foto von Alaska. Und es hat einen Regenbogen gehabt. Ja, dann weisst du, dass Gott das ernst meint. Also, Menschen, ganz wichtig, Menschen sind meistens nicht die Menschen. Du musst nachher nicht zu diesen Menschen gehen und sagen, hey, ich habe gesehen, du bist in Sünde oder bla bla bla. Nein, du musst dich fragen, für was steht die Person in deinem Leben? Was ist die Symbolik dahinter? Weil da können sonst ganz viele Fehler passieren. Gott liebt Wortspiele. Ich habe es gesagt, Destiny Kids oder Business Class fliegen. Das heisst nicht unbedingt, dass Gott dich verwöhnen will, sondern dass vielleicht eine Zeit vom Business kommt oder er will über das Business mit dir reden. Ich habe mal einen Traum gehabt, als ich ins Camp Rock gegangen bin, in das Kindercamp. Da musst du dich nicht dort anmelden und ausrufen, dass du alt bist, sondern dann heisst das, dass Gott nochmal eine Saison will, wo du ganz nah campierst auf dem Fels Jesus Christus. So ist das, so wird Gott zu dir reden oder auch Bedeutungen von ihm. Ich will schliessen mit Gebet und euch einfach zurufen, da gibt es so viel mehr. Es ist so eine Bandbreite, die Gott mit uns im Traum machen will, in unserer Nacht machen will. Ich will das auch noch mal einfach herausstellen, um etwas anrühren. Ich bin zweimal verwacht bis jetzt in meinem Leben. Wach, bumm, hellwach in der Nacht, höre eine hörbare Stimme, die zu mir redet und sagt aus dem Buch Leviticus, einen Bibelvers zitiert und den anwendet auf mein Leben. Die ganze Bandbreite, da ist so viel, was wir noch zu entdecken haben. Da ist so viel, was das Herz Gottes noch parat hat, das er ausgießen über uns, und für das will ich beten. Wenn es jetzt Leute hat da drinnen, die sagen, hey, ich will anfangen zu träumen oder ich will bewusst mehr Träume haben, wissen am Morgen, und das angeklungen ist in dem Herzen, dann bitte ich euch zum Aufstehen, ich will euch segnen. In dem hinein, wenn der Heilige Geist bittet, dass er das weckt in uns drin. Und dann will ich noch für Menschen beten, die Albträume haben. Vater im Himmel, ich danke dir für Träume, für das Gewaltige, dass du die Nacht kreiert hast, mit dem Zweck, dass du uns begegnen kannst. Und ich bete jetzt für die Menschen, die da stehen,
für die Menschen, die vielleicht wie ich sagen, ich mag mich nicht besinnen am Morgen, dass ich Träume habe. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzensaugen aufmachst, unsere Herzensohren aufmachst, dass du etwas weckst, anhauchst in uns hinein, dass wir diese Träume am nächsten Morgen noch wissen, wo du willst, dass wir uns beschäftigen damit. Dass wir diese Begegnungen noch wissen, die du hast mit uns. Und wir sagen dir, du bist herzlich willkommen in der Nacht, um uns zu begegnen, um uns zu reden. Wir brauchen deine Weisheit, wir wollen deine Weisheit. Ich sage noch uns alle für die Verantwortungsbereiche, wo wir drinstehen, dass wir dort radikale Weisheit bekommen. So Kreativität, wo alle wissen, das kann nicht von uns kommen. Dass wir die Gabe vom Traum interpretieren bekommen. Ich setze das frei über uns. Eine besondere Gabe, eine besondere Gnade, dass wir deine Sprache mehr und mehr verstehen, wie du zu uns reden willst. Und ganz besonders will ich für die Menschen beten, die Albträume kennen. Und besonders auch, ich will das hier auch noch sagen, wenn ein Traum immer wieder kommt, dann ist das auch wie ein Zeichen, dass eine Wichtigkeit drauf ist. Dass das Herz ruft und sagt, bitte schau an. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du Weisheit gibst, Weisheit ausgüssest, dass gerade jetzt in dieser Worship-Zeit, die wir haben, dass Menschen realisieren, was die Quelle ist von ihren Albträumen. Und wenn die Quelle auch eine dämonische Natur hat, dann sagen wir, genug ist genug, das hört jetzt mit diesem Gottesdienst. Wir ziehen eine Linie ins Sand und sagen, so nicht mehr. Die Nacht gehört nicht der dämonischen Welt, sie gehört Gottes Welt. Wir sagen dir, du musst keine Angst mehr haben in der Nacht, sondern wir ersetzen die Albträume mit radikalen Begegnungen mit Gott, mit der himmlischen Welt. Und wir segnen eure Herzen, dass sie heil werden können und dass so die Nacht zur Ruhe kommt. Und danke, dass du jetzt in unseren Herzen begegnest und erfrischst in der Worship-Zeit, wo wir dir im Herz dienen. Amen.